Minabreps dagegen von den Tatsachen nicht so rumgeht, wie sie tatsächlich sind. Und ich wollte ein Beispiel aufzählen. Das erste Beispiel, wenn er so das für einen großen Succès, ich gehe Jahr zurück, 1. Oktober 2021, hatten wir am Land am Ganzen 7000 Elektroautos, davon 3424 privat elektrische Autos. Also das sind wir kein 2% von den 500.000 Gefähre hier am Land, das heißt 98% waren demals Verbrenner. Ich meine, Succès gesagt, ernst das aus. Dann hast du auch die 12 Punkte genannt, genug am Rapport. Da schreiben wir dann 20,5% für die Neuimmatrikulationen 2021 wären elektrisch Auto gewesen. Ich verstehe aber richtig, da sind Hybridauto mit angerechnet. Ne? Ja. Voilà. Und ich fand das nicht klar rausgeht. Also ich für ein E5 von den Autos in 2021, die neu immatrikuliert gewesen, das für ein elektrisches Auto gewesen, aber das sind Hybridauto mit angerechnet. Und die 12, die am Anfang wirklich interessant ist, dass die von den reinen elektrischen Autos, auf ihre ganz ehrlich zu Menge, dass sie noch damals der 12 am Rapport und noch in der Reden, müssen die benutzen. Ich meine, ein Hybridauto hat auch einen Verbrennermotor und das für uns kein typischen elektrischen Auto. Dann dritte Schmengen, ich komme darauf zurück, 49% das Ziel von elektrischen Autos am Jahr 2030, das ist an 8 Jahren von der Regierung, gerechnet plus minus, müsste also alle Jahre eine Zunahme kommen von 30.000 Elektroautos bis 2030, das ist für uns komplett unmöglich und ich fand, da soll ich noch Ziele setzen, die realisierbar sind. Dann vierte Punkt, das muss schon so den Elektroauto, der geht durchgestartet als für den einfach etwas viel besseres wie der normale Verbrenner, aber du wirst auch eine viel bessere CO2-Bilanz hat, weil aber nicht unbedingt der Fall als Tierstellung von einem Elektroauto verbraucht auch ganz viel CO2 und oft ist es so, dass durch einen gewissen Kilometrage den Verbrenner mehr CO2 ausstößt wie ein Elektroauto. Anders stellt sich schon froh, wo könnte Strom überhaupt hier, dazu komme ich nach ein bisschen mehr spät. Dann ist es so, dass gesagt gedurft, ja, die Elektroautos sind super, weil der Strom, die könnt ihr dann aus alternativen Energiequellen, das sogenannte geringen Energiequellen, auch das ist aber ein bisschen mit den Hohen herbeigezogen, just für ein Beispiel zu geben, wir in Lützeburg, wir konsumieren pro Jahr 50 Terawattstunden Strom Jahr, und davon ist mehr wie 1% von alternativen Energien hier in Lützeburg, sprich, ich schwätze von Wandenergie und von Sonnenenergie. Also da ist es einfach auch physikalisch nicht möglich, das immens zu erreichen. Leider so mit der doch, wir geben gerne mehr alternative Energie benutzen, mit das ganz schwer, weil doch en plus eine volatile Energie ist, wenn dabei kein Sonnenschein, da war keine Wand ist, da produzieren die Anlagen ganz genau null, und dafür brauchen dann ein Backup, und der Minister hat gesagt, der Backup für die Gas, das auch allgemein immer so angeholt gehen, wir haben aber Probleme am Gas, und da stellt sich vor, wie will man das lösen. Weiter dann zu den Ladestationen. Laut EU-Kommission brauche für 10 elektrische Autos eine öffentliche Ladestation. Das heißt also, wir bräuchten für 2030, wenn wir dann tauschen vom aktuellen Fuhrpark 440.000 Autos, dann wären wir auf 220.000 Autos, da bräuchten wir also über 20.000 Ladestationen an 8 Jahren. Wie soll das möglich sein? Und dann seid ihr noch, und das ich auch gesagt, ich will auf einen zurückkommen, weil das wirklich ein spannender Punkt. Es gibt ein ganz Party Parking auch, hier ist allerdings abgerichtet, auch vom Staat. Ich habe Beispiel genannt von Elmen, wo das ein HPM ein Opfangparking erbaut. Und da ist es so, dass für 202 Parkplätze da ganz genau 10 für elektrische Autos, und dass die uns gesagt haben, das können die verdübeln auf 20. Ich meine, wenn in seriös gibt Mengen, da müssen am Anfang lo für so Parkplätze, die plant ja aber für die nächsten Jahre, da müssen die aber los auf hier gesehen, dass man 100 von den Parkplätzen, von den 202 eine elektrische Urplatzstation haben. Das muss der Leute dann einfach mal erklären. Und dann ist noch immer natürlich die allgemein gefordert, im Moment von einer Energiekrise. Und da stellt sich eine Frage einfach auch, wie wir den Gas natürlich hier kriegen und dann auch, wo wir den Strom hier kriegen in Zukunft. Und da war schon eine Diskussion noch schon vor Ukraine-Krieg. Auch vor einem Jahr hat ein deutsches Wirtschaftsminister an den Tag gefasst, dass kennt,
an Zukunft, wann ganz viele Elektroautos in NRW sind, zeitweise Ladestationen ausschalten, für das der Risiko nicht überlastet wird. An die Gefahr stellt sich natürlich immer mehr, weil der Gas eben die typische Backup aus den Ekalisch darüber hochfahren, für Strom zu produzieren, aber wie das mal ein Problem am Gas haben und eventuell noch ein größeres Problem am Gas kriegen wir ein Problem am Strom. Und das ist einfach froh, die ich allgemein stellen, wo man muss noch gut mal dann auseinandersetzen, dass wo können kurzfristig überhaupt den Strom hier, den wir brauchen für alle guten die Sachen, die mit Strom soll bedingt gehen, sprich die viele Elektroautos, sprich die viele elektrische Heizungen und so weiter und so fort. Wir müssen uns wirklich nur Gedanken machen. Zum Schluss ganz kurz, nee, wir sind nicht gegen Elektroauto, ja, wir stimmen das mit, wir sind aber auch nicht gegen Auto mit Verbrennungsmotor. An sie sollen ihr Platz behalten, auch nur 2035, wenn es Eis nur geht, konkret ist so, wir sind Technologie open, wir sind sowohl für Elektroautos open wie für Verbrennungsautos, wie für auch eine Alternative an den technologischen Fortschritt soll sich durchsetzen, auf von den Bürger freiwillig akzeptiert. Gehen so nicht, merci.